Wir wollen unser Studium fortsetzen und uns weiteren sehr spannenden Themen widmen. Wir wollen sehen, was die Bibel wirklich sagt und was nicht in Bezug zu dem, was Jehovas Zeugen glauben. Und hierbei geht es überhaupt nicht darum, wer die besseren Argumente hat oder darum, Streitgespräche hervorzurufen. Nein, wir wollen uns einfach mit ihrer Sichtweise befassen, sehen, wie sie denken und ob es mit der Bibel übereinstimmt. Letztendlich geht es darum, dass wir Antworten auf wichtige Fragen des Lebens in der Bibel finden möchten. Und ich denke, ein Zeuge Jehovas möchte das auch. Nun, ich weiß nicht, was du glaubst oder was für eine Denomination du angehörst, aber ich denke, die meisten von uns sind frei in ihrer Suche nach Wahrheit und niemand verbietet dir zum Beispiel etwas von einer anderen christlichen Denomination anzusehen, was zum Beispiel deren Glaubensbekenntnis oder Lehre zu biblischen Themen ist. Und was noch wichtiger ist, dass du selber die Bibel studierst. Doch bei den Jehovas Zeugen ist das anders, denn ihnen ist es verboten, etwas von anderen christlichen Gemeinschaften anzunehmen. Also keine Broschüren, Bücher und so weiter und traurigerweise auch das persönliche Bibelstudium nicht. Auf ihrer Webseite ist Folgendes zu lesen. Billigt es der treue und verständige Sklave, wenn sich Zeugen Jehovas eigenständig zusammentun, um biblische Themen zu untersuchen und zu debattieren? Lautet die Antwort Nein. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, wer mit der treue und verständige Sklave gemeint ist. Als treue und verständige Sklave ist eine kleine Gruppe von Ältesten innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gemeint, das die Mitglieder mit geistlicher Nahrung versorgt. Doch lesen wir weiter. Gottes Volk erhält in den Versammlungszusammenkünften und auf Kongressen sowie durch die Veröffentlichungen der Organisation Jehovas überall auf der Welt reichlich biblische Schulung und Ermunterung. Jehova sorgt dafür, dass alle seine Diener unter der Leitung seines Geistes und gestützt auf sein Wort der Wahrheit das bekommen, was sie benötigen, damit sie in demselben Sinn und in demselben Gedankengang fest vereint sind und im Glauben befestigt bleiben. Daher billigt der treue und verständige Sklave keinerlei Literatur, keine Websites und keine Treffen, die nicht unter seiner Leitung hergestellt oder organisiert werden. Es sei zwar lobenswert, wenn jemand mehr lernen möchte, um die Verbreitung der guten Botschaft zu fördern, doch das persönliche Bestreben, also das persönliche Studium, würde nur von dem ablenken, wofür Jesus Christus heute durch seine Versammlung auf der Erde sorgt. Wer sich noch eingehender mit der Bibel beschäftigen möchte, kann mit anderen unsere Veröffentlichungen, die die Prophezeiungen der Bibelbücher Daniel, Jesaja und Offenbarung behandeln, zum Beispiel studieren, die für das Bibelstudium und zum Nachdenken genug Stoff enthalten, durch den man in aller Weisheit und in geistigem Verständnis mit der genauen Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt werden kann. Nun, ich habe ein paar von ihren Büchern, die sich mit der Offenbarung und Daniel befassen. Nur leider weiß ein Jehovas Zeuge nichts über den Antichristen oder die beiden Tiere aus Offenbarung 13. Sie können auch nichts mit den 1260 prophetischen Tagen in Offenbarung 12 anfangen. Vielmehr sehen sie diese Zahl als wortwörtlich an, genauso wie die 144.000. Und bis auf wenig andere Dinge, die sie wortwörtlich nehmen. Alles andere sei nur symbolisch. Und zwar wirklich nur symbolisch. Auch dass zum Beispiel die Stadt, das neue Jerusalem, auf diese Erde herunterkommen wird, ist in ihrer Auslegung nur symbolisch zu verstehen. Wisst ihr, wenn man als gläubiger Zeuge Jehovas, und das schließt jeden von uns mit ein, denn schließlich sind wir als Christen hier auf dieser Welt Zeugen für den, an den wir glauben, wenn wir also als Nachfolger und Zeugen für Gott fest davon überzeugt sind, dass die Bibel Gottes Wort ist und das, was wir glauben, auf der Bibel beruht, sollten wir Angst davor haben, was andere lehren oder Gottes Wort selbstständig zu studieren? Können das nur Obrigkeiten? Sind nur sie darin von Gottes Geist geleitet? Waren es nicht die Obrigkeiten, die Jesus letztendlich ans Kreuz brachten? Diese Obrigkeiten kannten die Schriften sehr gut,
aber sie wollten den, von dem die Schrift zeugte, nicht annehmen. In Johannes 5, Vers 39 lesen wir: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Weshalb also darf ein Jehovas Zeuge nicht auch persönlich Gottes Wort studieren? Sind wir nicht alle dazu aufgerufen, zu prüfen und das Gute zu behalten? Paulus sagt hier nicht: Glaubt alles, was die, welche euch vorstehen, sagen. Nein, erst einmal sind sie Wortverkündiger, die an ihnen arbeiten, sie zurechtweisen und ihnen vorstehen, und zwar im Herrn. Und dann weiter in Vers 19: Werden die Gläubigen aufgerufen, den Geist nicht zu dämpfen, sondern alles zu prüfen, was diejenigen, die ihnen im Herrn vorstehen, sagen, und das Gute zu behalten. Vers 21. Also auch wenn jemand von oben oder die Leitung einer Organisation dich etwas lehrt, so sind wir, jeder einzelne von uns, dennoch dazu aufgerufen, das Gehörte oder Gelesene anhand der Bibel zu prüfen und es erst dann anzunehmen, wenn es auch dem Worte Gottes entspricht, nämlich so, wie es auch die Berührer taten. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten aber auch täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Wenn aber etwas dem Worte Gottes widerspricht, ist uns gesagt: Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Versteht ihr, dass es mir nicht darum geht, jemanden verurteilen zu wollen? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass uns die Bibel Beispiele dafür gibt, was geschieht, wenn wir nur das glauben dürfen, was andere uns sagen. Es kann passieren, dass wir den Sohn Gottes kreuzigen. Und auch hierbei möchte ich die Aufrichtigkeit und Motivation einer Studierendengruppe nicht in Frage stellen, sondern auch diese Ansicht anhand der Bibel prüfen. Jesus warnt uns davor, auf andere hochzusehen. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Und genau das muss unsere Einstellung sein, uns selbst nicht als höher anzusehen als jemand anderen, und aber auch andere nicht als höher und allwissender anzusehen. Wir sehen das auch in der katholischen Kirche. Der Papst nennt sich selbst Vater. Doch wir haben gerade gelesen, dass nur Jehova unser Vater ist und als solcher verehrt werden soll. Ihr aber seid alle Brüder. Weder der Papst noch ein treuer und verständiger Sklave kann unseren Glauben und unsere persönliche Beziehung zu Jehova diktieren. Alles, was sie sagen, muss auch anhand der Schrift geprüft werden. Oder steht ihr Wort etwa über dem Wort Gottes? Erhalten manche Superkräfte, sodass sie besser wissen, wie Gottes Wort ausgelegt und verstanden wird? Wohl kaum. Nehmen wir die Jünger Jesu als Beispiel. Sie alle waren einfache Leute. Der einzige Gelehrte unter ihnen war Judas, und er war derjenige, der letztendlich Jesus verraten hatte. In Jakobus 1, Vers 5 bis 6 lesen wir: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Gottes Wort ist nicht allein ein Liebesbrief an eine einzige Gemeinschaft gerichtet, erst recht nicht nur für eine führende Gruppe innerhalb einer Gemeinschaft allein. Gottes Liebesbrief ist ein an dich persönlich adressierter Brief, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn die Jünger nur auf das gehört hätten, was die Schriftgelehrten und Pharisäer zu sagen haben, und nur richtig ist, wie sie die Bibel auslegen, würden sie da Jesus erkannt haben? Doch was taten die Jünger stattdessen? Suchten sie nicht in der Schrift? Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben.
Auch wir müssen das, was wir glauben, biblisch begründen können. Jede Lehre, und wenn das, was wir glauben, auf einem festen Fundament steht, dann brauchen wir auch keine Auseinandersetzung zu fürchten, sondern wir können wie Jesus mit einem "Es steht geschrieben" antworten. Lasst Gottes Wort für sich selbst sprechen und nicht gefiltert durch die Auslegungen von Menschen, denn auch davor warnt uns die Bibel. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und selbst wenn es gut und aufrichtige Auslegungen sind, müssen wir sie anhand der Bibel prüfen. Und wenn es nicht mit dem Wort Gottes vereinbar ist, müssen wir den Mut dazu haben, falsche Sichtweisen, und egal wie tief man darin bereits verwurzelt ist, wieder verwerfen. Und das gilt nicht nur für Katholiken mit der Bilderverehrung, der Anbetung Marias, dem Sonntag und so weiter, sondern für jeden von uns, auch für Zeugen Jehovas. Deshalb möchte ich mit folgendem Bibelvers abschließen und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid, denn wir werden uns noch viele spannende Bibeltexte anschauen. Johannes 8, Vers 32: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.